Aus der Region für die Region. Das Label für regionale Produkte wünscht gute Unterhaltung bei SRF Bedelüt. Das ist die Familie Cortesi aus der Lenk im Berner Oberland. Sie haben ein altes Haus gekauft und verwandeln das in eine kleine Pension. Der Umbau ist streng und verlangt alles ab. Cortesis brauchen eine Auszeit. Zu Unterendfelde im Aargau wohnt die Familie Siegfried Sommer. Die Tierärztin Barbara Sommer hat in ihrer Klinik einen schweren Notfall. Ihren strengen Job könnte sie nicht machen ohne die Hilfe von einer Nanny. Das ist die Lehrerfamilie Lett aus Gross im Kanton Schwyz. Der Matti, der jüngste der Familie, schläft zur Nacht immer schlecht. Die ganze Familie kommt langsam an Anschlag. Drei Familien, drei Welten, das ist SRF bei den Leuten Familiensache. Gross im Kanton Schwyz. Nicola Lett ist Lehrer. Die Schule ist am anderen Ufer vom Sihlsee, Zwilerzell. Früher ist der Nicola spitzensportmässig gerudert. Er ist auch mehrfacher Schweizer Meister. Das Wasser ist sein Element. Der See ist meine zweite Heimat. Also vom Rudern her, ich war eigentlich mein halbes Leben auf Flüssen und Seen und ich habe schon eine Verbindung zum Wasser. Also das ist mit der Grund, wieso wir hier angezogen sind. Ich brauche den See oder das Gewässer in der Nähe. Heute kennt man den Nicola als engagierten Familienvater. Früher war er Leistungssportler. So irgendwie mit 15, 16 ist dann wirklich der Wille gekommen, doch international vorne dabei zu sein, Weltmeisterschaften und so. Und dann habe ich eigentlich alles auf die Karte gesetzt. Also, ich war hier sehr zielstrebig. Wegen einer Verletzung musste er mit dem aktiven Rudersport hören. Jetzt ist er Lehrer der 3. Primarklasse Zwilerzell. Die Klasse unterrichtet er in Jobsharing zusammen mit ihrer Frau. Die ist nämlich auch Lehrerin. Unterdessen auf der anderen Seeseite. Dennis Lett ist am Posten für die ganze Woche. Mit 3 Buben und noch im 7. Monat schwanger. Da ist Dennis froh, dass ihre Mami von Basel ist gekommen, helfen. Ein kleiner Trick hat Denise, dass sie mit den 3 lebenden Buben gut durchladen kommt. Wir haben es einfach wirklich von Anfang an so gemacht, dass sie beim Brot bekommen sie etwas über zum Essen und dann sind sie eigentlich ruhig und beschäftigt mit dem Brot. Ich habe noch nie, also ich muss von Glück reden, wir haben noch nie einen Fall gehabt, wo sie jetzt am Boden rumgelegen sind und da übelt haben und Schoki haben wollen oder irgendetwas. Das haben wir bis jetzt wirklich noch nicht gehabt. Das Schwierigste ist eigentlich, alle zusammenzuhalten, immer, dass sie mir nicht davon gehen. Aber meistens klappt es echt gut. Meistens heben sie sich am Wagen oder sie müssen sich heben. Wenn ich ganz allein bin, müssen sie sich wirklich daran heben, dass mir keiner davon geht. Jetzt, wenn man das Zweite ist, ist es ein bisschen einfacher. Dann kann jemand immer den Grossen nach und jemand hat den Wagen. Ja. Grossmami, könntest du ihnen jetzt schnell nachgehen? Okay. Hallo, warte. Ich kann springen, warte. Ich habe wirklich selten Stress beim Einkaufen. Natürlich, wenn jetzt der Matti schreien und brüllen, wäre das für mich schon Stress, dann würde ich vielleicht ein bisschen schwitzen kommen. Aber es ist wirklich selten, dass das Kind wirklich mühsam tun. Beim Posten mit 3 Kindern kann man nicht genug Hilfe haben. Nein, das Grossmami hat es. Matti, schau das Grossmami. Da.
Ja, einfach unterstützen, ob jetzt das im Nachspringen ist oder in einem guten Tipp. Ja, ich probiere das Beste. Kann nicht ausladen. Also mir bedeutet das extrem viel, dass sie wirklich auch spontan von Basel hier raufkommen und uns helfen kann. Und für sie eben auch. Also sie genießt das auch wirklich. Fast wöchentlich kommt sie zu uns helfen. Und also wir brauchen es auch, muss ich ehrlich zugeben, dass es ohne das würde es sehr wahrscheinlich nicht gehen. Lenk im Berner Oberland. Aus diesem alten Haus soll schon bald ein Hotel mit Charme entstehen. Noch gibt es einen Haufen zu tun. Der Roman und Fabienne Cortesi sind beide Laien auf dem Bau. Also locker wie Massage, hast du gesagt. Mhm. Ich probiere, den Boden zu schleifen. Fabi hat mir vorher gezeigt, wie es geht. Aber es ist mir noch ein Rätsel, wie die Maschine dort bleibt, wo ich so will. Also. Du doch nochmal. Sonst lass nicht in das. Ich kann es ja auch nicht. Du kannst schnell so ein bisschen hin und her fahren. Nicht mit Kraft. Das ist eben mit Gefühl, nicht mit Kraft. Da trifft meine Behauptung wieder mal zu. Ich sage immer, du musst den Mann zu groben. Schützenhilfe bekommen sie vom Willi, vom Vater von Fabienne. Er ist pensionierter Malermeister und ein Profi. Wir tun ja jetzt mit Sandkörnchen die alte Farbe fort sprengen oder spritzen, kann man dem sagen. Und das gibt kleinste Staubpartikel. Und darum muss einfach abdecken. Wir sind Bürogummis und sind wirklich froh um seine Rat und Tat. Und ohne ihn wäre das Ganze so fast wie nicht möglich, aber nicht in dieser Zeit und nicht mit diesem Budget, weil er sehr, sehr viel Arbeit übernimmt als Malermeister, wo wir extrem profitieren können. Die Pensionierung vor 3 Jahren hat dem Willi zu arbeiten gemacht. Darum ist er froh über seinen neuen Job. Jetzt habe ich wieder Beschäftigung. Weil wenn nach so manchem Jahr bist du pensioniert und die Frau ist gewohnt 40 Jahre die Haushaltung, alles alleine. Und dann kommt da einer daher. Und jetzt da habe ich Beschäftigung, Aufgabe. Und da kann ich arbeiten, tagelang, ohne ein Problem. Die Funken fliegen nicht nur beim Arbeiten, auch bei der Farbe des neuen Badzimmer. Der Fabienne war das Bad zu blau, das der Willi gemalt hat. Vater und Tochter sind sich in die Haare geraten. Oder wenn es da Probleme gibt, dann tust du noch mal streichen und dann ist alles gut. Und im Geschäft haben wir ja das manchmal müssen. Das war einfach die Frage von, wer zahlt es? Und ich habe jetzt einen halben Tag liegen dahin und dann ist etwas anderes nicht gemacht. Ich wäre auch offen gewesen, dass wir das Knutschblau hätten lassen können. Aber dann hätte ich gerne Tilly gestrichen auch noch so und den Fensterrahmen auch noch. Und nachher haben wir ausgehandelt, dass er entweder im gleichen Blau noch den Fensterrahmen und Tilly streichen oder im neuen Blau noch mal die Wand. Und dann hat er herausgelesen, dass er doch die Wand noch mal streichen will, weil das scheinbar einfacher geht. Und also ich bin jetzt glücklich mit der Änderung, die es noch gegeben hat. Und jetzt ist gut.
Ein Weile bleiben jetzt noch 3 Monate, um in den anderen Räumen den richtigen Farbton zu tüpfen. Schauen, ob es etwas zum Mittag gibt. Da. Das Unterendfeld im Kanton Aargau. Erst vor kurzem ist die Tierarztfamilie Siegfried Sommer in ihr neu gebautes Haus gezogen. Heute Abend gibt es einen Apero für die Handwerker. Der Jüngste, der Paul, wäre schon längstens in Partylaune. Hey, wir lassen das hier. Schau. Nein, du kannst mal schauen, ob jemand kommt. Jetzt kommen der Zimmermann. Hä? Kommt der Thomas und der Remo? Hä? Willst du mal schauen? Gell, du kennst die auch alle noch. Gell, wir sind immer schauen. Der Remo und der Thomas. Hey, ich glaube, hier kommen sie rum. Alle, die an diesem stattlichen Haus gebaut haben, werden zum Dank bewirtet. Herdöpfelsalat und das ist ein Schwingersalat. Ah, richtig auf dem Dach. Roman, danke vielmals. Der Roman Siegfried hat bei den Arbeiten am Haus die Bauarbeiter gut lernen kennen. Mit ihnen Kontakte gehabt, wie man sonst wahrscheinlich als Bauherr nicht hat. Und es sind recht persönliche Kontakte. Ich weiss, dass der eine einen Hund hat und der andere 3 Kinder hat. Und es sind Sachen, die so in der Pause zwischen entstanden sind, die super schön waren. Und es sind so halbe Kollegen eigentlich, die kommen. Es ist schön, die da zu sehen. Auch einer von den zwei. Roman und Barbara, die ehemaligen Tiermedizinstudenten, haben es weit gebracht. Noch vor 10 Jahren haben die beiden ganz anders gelebt. Wir haben früher Barbara und ich zusammen in einem Bauernhaus gewohnt, einem grossen, wo früher eben noch von einer Bauernfamilie genutzt wurde. Und dann leer ist gestanden. Und dort haben wir noch vor 10 Jahren zusammen dort mit Holz geheizt und sie waren sehr einfach im Wohnen und sie waren absolut glücklich und hätten sich so vorstellen, weiter zu wohnen. Aber irgendwie hat es dann das Arbeiten auf Aarau gebracht und irgendwie gibt es eine dann das andere. Und schlussendlich sind wir auch gelandet. Nach diesem Fest ist das neue Haus von Siegfried Sommers richtig eingeweiht. Bei der Lehrerfamilie Lett im Kanton Schwyz. Zudecken. Also. Laut heult der Wolf des Nachts im Wald. Vor Hunger kann er nicht schlafen und seine Höhle ist bitterkalt. Gute Nacht. Die beiden grossen Buben sind in den Federn. Der Jüngste will nicht. Wir haben das Gefühl, es wird immer schlimmer. Dass er wirklich jetzt gar nicht mehr schläft oder schon gar nicht mehr in seinem Bett schläft, auch am Abend einschlafen, das klappt gar nicht mehr. Ich habe das Gefühl, er merkt natürlich schon auch mit dieser Schwangerschaft, dass da noch etwas passiert. Was genau, weiss er natürlich nicht, aber vielleicht spürt er halt gleich, dass ich mit meinen Gedanken schon ein bisschen weitergehe und nicht mehr nur bei ihm bin. Wie seine Brüder früher ist auch der Matti ein schlechter Schläfer. Schlaf gut, Schätzchen. Also ich hoffe jeden Abend, dass er eigentlich durchschläft. Das ist eine Hoffnung, die bei mir nie verschwindet. Ja, man kann es nicht sagen, man kann es nicht voraussagen. Ob er jetzt am 9 Uhr schon wieder kommt, ob er am 8 Uhr schon kommt oder erst am 12 Uhr, das ist so unterschiedlich. Eine Stunde später geht es schon los. Ein Shoppen muss her. Ja, manchmal versuchen wir es auch noch mit dem Nuki. Es kommt immer ein bisschen auf die Zeit drauf an, wenn es das erste Mal kommt. Aber jetzt denke ich...
Es hat auch schon gegeben, dass ich shoppen gegeben habe und 5 Minuten später ist er gerade wieder gekommen. Aber meistens ist er dann, sagt man so 1-2 Stunden, ist er eigentlich dann wieder zufrieden. Denise nützt den ruhigen Moment gerade aus und geht früh unter. Lang geht's nicht. Weil Denise schwanger ist, übernimmt der Nicola die Nachtschicht. Jetzt haben wir noch ein bisschen Zahnschläge. Er kommt ja noch Zähne über, er hat noch nicht so viel. Und das beruhigt halt zusätzlich noch. Also, dann zückelt ein bisschen drauf rum, nimmt den Nuki wieder und jetzt ist er sich beruhigt. Aber eben, da weiss man nie, vielleicht kommt in 5 Minuten wieder. In einer schlechten Nacht stehen Nicola und Denise bis zu 20 Mal auf. Wir haben wirklich bei allen Kindern wirklich jenste Sachen probiert, haben auch den Rat vom Arzt, von den Müttern, Beratern eingeholt, haben Sachen ausprobiert, wirklich eigentlich durchs Band alles, was irgendwie machen kannst. Wir haben auch hier die klassischen Ratgeber gelesen und so, aber so eine richtige, vernünftige Lösung zu diesem Problem haben wir eigentlich nicht gefunden, außer durchbeissen und irgendwann wird es dann besser. Ich gehe zur Denise rauf. Oder ich schaue jetzt erst mal ins Bett oben, schauen, ob er schläft, und sonst unter den Süß ins Bett. Und wenn wieder mal gar nichts funktioniert, kommt der Matti halt rauf. So müssen Denise oder Nicola nicht mehr ständig runterlaufen. In dieser Nacht hat niemand viel geschlafen. Sie sind alle wach. Ja, es war eine strenge Nacht. Also es ist eigentlich noch lustig, in der Nacht ist häufig, ist man dann wirklich ein bisschen genervt, auch gegenseitig nervt man sich dann, wenn irgendwie der eine findet, ja, wir nehmen ihn auf und der andere sagt, nein, jetzt lassen wir noch ein bisschen schlafen, lassen wir noch ein bisschen brüllen und so. Durch den Tag ist das dann wie vergessen. Also am Morgen schon, es ist einfach weg. Auch wenn man dann ihn sieht, das ist dann irgendwie... Ja. Es ist dann einfach wieder ein Sonnenschein und dann vergisst man es. Vielleicht haben wir Glück und das vierte ist eins, das durchschläft. Von Anfang an. Es gibt ja so Kinder, die durchschlafen. Früh am Morgen zu Unterendfelden bei Aarau. Der Jüngste der Tierarztfamilie, der Paul, ist mit der Grossen wach. Haben wir einen gefunden? Du musst jetzt in den Triebtrag von Pauline, hast du gesehen? Der Alltag der Familie Siegfried Sommer ist durchorganisiert. Das ist auch nötig bei 2 berufstätigen Eltern. Und Erika heute? Erika? Das ist sie, Erika Hersche. Erika ist eine von 2 Nannies, die Barbara und Roman angestellt haben. Geht's gut? Ja. Mal immer. Ein gutes Wochenende. Ja, das passt auf sich. Schön. Können wir noch eine Pizza essen?
Sally, warte schnell. Erika kennt die Familie schon lange. Hi, hi. Sally. Hey, du. Wie geht's dir? Nora hat Schwimmen. Ihr habe ich schon parat gemacht. Und Thiel hat sein Zeug schon drin. Aha. Das ist alles nicht speziell. Der ist fit. Ja, wie sieht's. Ich könnte nicht arbeiten ohne Erika. Also, da bin ich dankbar und es geht auch gut mit den Kindern. Wenn ich komme, dann ist es für sie klar, wir gehen und sie ist da. Und sie gehört ja dazu. Das ist wie von der Familie jetzt kommt. Da merkt man auch, dass sie gerne haben. Ja. Tschüss, Nora. Tschüss. Guten Tag. Kannst du wirklich nicht über den Mittag heimkommen? Nein, geht nicht. Wieso? Aber am Freitag komme ich heim. Okay. Tierklinik zu Oberentfelden. Da arbeiten Barbara und der Roman. Der Roman ist Tierchirurg und Mitinhaber der Klinik. Ohne Unterstützung daheim ging das nicht. Und noch zwei breite Rollen roten Hass. Die Fremdbetreuung, da bin ich auch recht skeptisch am Anfang. Ich habe das Gefühl, da findest du niemanden, der deine Kinder schaut, der dem Abend heimkommen und ein gutes Gefühl haben. Ganz am Anfang haben wir das nicht gehabt. Als nur Nora auf der Welt war, war Nora in der Krippe. Und ich habe dann eigentlich das Positive von dieser Fremdbetreuung lernen kennen, dass eben andere Leute, Kinder, andere Lieder lernen und sie andere Tischmanieren lernen und dass sie noch immer durch eine gewisse Sache mehr mitbekommen, die wir ihnen gar nicht geben können. Auch die Barbara ist Mitinhaberin in der Klinik und hat viel in ihren Beruf investiert. Nach dem Studium hat sie zusätzlich den Fachtierarzttitel für Kleintiere gemacht. Ich habe auch gewusst, auch wenn der Roman so eine spezialisierte eine Ausbildung macht, dass ich auch muss irgendwo wachsen und meine Nische haben, dass ich nicht die kleine Tierärztin bin und er ist da der Chirurg. Dass mir auch ganz wichtig ist, dass ich auch meine Karriere mache und mich weiterbilde. Daheim ist Erika darum ein wichtiger Mensch für die ganze Familie. Sie übernimmt einen Teil der Kindererziehung. Sie lernen einfach auch, wo die Grenzen sind. Bei der Mutter dürfen sie logischerweise mehr. Und bei mir jetzt oder bei der anderen Hütefrau heisst es einfach bis dahin. Aber sie hören dann eben auch, sie folgen dann auch. Ja, manchmal. Paul! Da geht runter. Geht's nicht? Der geht kaputt. Schau mal. Paul! Wieso kommt denn das Teil oben runter? Nein, jetzt ist fertig. Schluss jetzt. Schau mal, das geht runter und dann machst du Bobo. Was macht der da unten? Erika hat selber 2 Kinder aufgezogen und viel Erfahrung und Geduld. Komm gleich noch schnell. Aha! Mit der Barbara zum Mittag hat niemand gerechnet. Sie auch nicht. Noch der Uhr mehr. Und auch manchmal gleich ein bisschen Heimweh aufzubauen, dass ich das Gefühl habe. Hunger und Heimweh. Kommen wir noch schnell. Gegen Hunger und Heimweh hilft ein Teller Pasta und gute Gesellschaft. Was hast du gesagt? Und die kleine Stockholm haben Das ist ein bisschen schade. So, schau jetzt. Nicht, dass du es kehren dort im Teller.
hier eigentlich der Stöpsel. Der Roman Cortesi ist an der Lenk einmal mehr voll im Schuss. Er hat im Moment Ferien in seinem Geschäft. Sandstrand gibt es für ihn aber aktuell nur aus dem Kübel. Das ist wie Quarzsand von Australien. Da kommen doch gerade Feriengefühle auf. Cortesis will bis im Winter aus dem alten Haus eine schicke Pension machen. Ja, der Aufwand der ist wirklich gross. Er ist wirklich gross. Fabian will sagen, jetzt im Moment, in dieser Phase, wo wir jetzt sind, da gibst du eigentlich materiell, aber auch emotional gibst alles rein. Cool, hä? Wunderschön. Sehr gut. Wunderschön. Mit relativ kommen wir schnell vorwärts. Und nachher lassen wir los. Wunderschön. Auch wenn die Stege dann mit dem Sandstrahler fertig abgeschliffen ist, wartet noch viel Arbeit. Der komplette zweite Stock vom Haus wird umgebaut. 5 Doppelzimmer sollen da in 3 Monaten für die Gäste parat sein. Und wenn es noch so viel zu tun gibt, Cortesis braucht auch Zeit als Paar. Darum wandern sie zusammen auf einen Wildstrubel. Auf diesem Berg hat der Roman der Fabienne vor 7 Jahren den Heiratsantrag gemacht. Die Natur ist sicher der Ort, wo wir uns herbegeben, wenn wir Ruhe brauchen, wenn wir Zeit brauchen, für Gespräche zu führen, wo uns Kraft gibt. Das ist so der Kraftort Natur. Und das kann Berge sein, das kann aber auch sonst einfach ein bisschen in den Hügeln sein, das einfach draussen sein. Seit 11 Jahren gehen der Roman und Fabienne zusammen durchs Leben. Das erste Mal, als wir uns gesehen haben, war irgendwo in Bern innerhalb von vielen Leuten, wo man so im Ausgang war. Und es war mehr so ein Überblinzeln. Es war nicht Liebe auf den ersten Blick, sondern es ist so ein «Oh, das ist eine coole Frau». Das habe ich sehr einen coolen Bübel gefunden, einfach gerade von Anfang an. Ja. Aber das war schon noch ein kleiner Philo. Ich war dann noch so ein bisschen in Bern im Pflegealter und noch nicht ganz bereit für eine ernste, feste Beziehung. Es haben, glaube ich, noch andere Frauen noch so ein bisschen hübsch gefunden und haben auch noch ein bisschen schöne Augen gemacht, auch nicht nur ich. Und er hat ja auch mal ein bisschen zurückgeschaut. Aber dann haben wir das Nägel mit Köpfen gemacht. Und wie es bei allen geht, Höchst und Tiefs seitdem. Aber deutlich mehr Höchst. Der Höhepunkt vom heutigen Tag ist die Wildstrubelhütte. Auf fast 2800 Meter verbringen der Roman und Fabienne die Nacht, bevor es früh am Morgen auf den Wildstrubel raufgeht.
Das ist das Husky-Rudel der Lehrerfamilie Lett aus Gross. Der Nicola will im Winter mit ihnen Schlittenfahrten für Touristen anbieten. Bevor es soweit ist, müssen die beiden Junghunde Nanook und Amarok viel lernen. Sie werden heute das erste Mal eingespannt. Ja. Sie sind ja noch sehr verspielt, also sie sind so in der Pubertät, oder? Schwieriges Alter. Es könnte ja sein, dass sie einfach aufeinander einbeissen und gar nicht laufen. Oder? Das ist eine Möglichkeit. Und dann, was natürlich bei Hunden häufig ist, oder? Wenn irgendetwas interessant schmeckt, dann gehen sie dort schmecken. Oder sie sind ja unkastrierte Rüden, dass sie überall markieren unterwegs und so. Und das dürfen sie ja nicht. Sie sollten eigentlich gerade ziehen vor dem Trottinett. Nein, jetzt warten! Ja, die wollen jetzt springen und wenn wir hier warten, verheddern sie sich natürlich relativ fest. Die wollen jetzt los und sind natürlich auch noch ein bisschen ungewohnt. Also so ganz 100% wissen sie ja noch nicht, was sie machen. Also ich sie jetzt schnell ein bisschen entwirren. Amarok, was hast du geschafft? Amarok, warten. Weil es noch keinen Schnee hat, müssen die Hunde ein Trottinett ziehen. Komm, Nanook, go! Komm, Amarok! Die beiden wissen, was sie zu tun haben, auch wenn sie noch nicht immer auf der Spur bleiben. Hopp! Hopp! Und dann plötzlich gibt es einen Schreckmoment. Die beiden haben sich am Haken verheddert. Als wir losgefahren sind, ist er gerade so an einen Elektrohaken angekommen. Und es hat zwar keinen Strom drauf gehabt, aber ihm ist das letzte Mal beim Laufen passiert. Und jetzt hat er gejault und Angst gehabt, obwohl es ihm keinen geputzt hat. Jetzt geben wir ihm ein bisschen Zeit, mal schauen, vielleicht geht es dann nachher wieder. Und sonst lassen wir es dann sein für heute. Und dann laufen, Nanook. Komm. Nanook, komm. Amarok, komm. Komm, Amarok. Komm, Nanook. Hä? Nanook. Ja, also eben, jetzt will er irgendwie nicht zurück, der Nanook, hat wirklich Angst vor dem Haken. Und jetzt gehe ich einfach in die andere Richtung. Also das denke ich, das klappt dann. Vielleicht braucht er ein bisschen Zeit, aber wenn er mal läuft, wird es vermutlich gehen. Komm. Komm zu mir. Komm, Amarok. Komm. Komm, Nanook. Schau dir nicht mehr. Nanook. Komm. Komm mit. Oh, fein. Rechts. Amarok, fein. Nach einer Weile lässt sich der Nanook überzeugen. Rechts. Fein. Fein, Amarok. Fein. Im Großen und Ganzen bin ich zufrieden und bin froh, dass wir jetzt noch gut laufen können, dass wie die Angst ein bisschen weg ist. Also ich nehme jetzt an, wenn ich ihn nächstes Mal zum Zwinger rausnehme, dass er normal zieht. Oder? Also wenn ich jetzt mit dieser grossen Angst zurückgegangen wäre, wäre vielleicht am Morgen noch etwas rum gewesen. Aber jetzt hat er können laufen und es ist gut gegangen und das ist schon noch wichtig gewesen. Also ich glaube, jetzt sind sie wirklich haben sie den Stand, dass sie sie im Team sicher laufen lassen kann. Und go! Komm, Nanook! Fein! Komm, Amarok! Fein! Nein, ist das ein Sumpf gewesen? In Oberentfelden hat die Tierärztin Barbara Sommer einen Notfall. Bei diesem Patienten geht es um Leben und Tod. Das ist ein Hund, der eine schwere Pneumonie hat, eine Lungenentzündung, schlechtes Wehr ist und hat einen Atemstillstand gemacht. Und auch einen Herzstillstand. Geht nicht mehr, gell?
schauen, ob wir jetzt noch holen können, aber es sieht schlecht aus. Wir intubieren, beatmen, er kommt ein Medikament über, um sein Herz zu stabilisieren. Aber er ist auch schon ein alter Hund. Und relativ schwach auch. Also die Voraussetzungen sind nicht so gut. Das steht ab. Trotz allen Reanimationsversuchen, die Barbara kann nichts mehr für einen Hund machen. Ich darf noch zwischendecken. Ja, noch ein bisschen warten. Ein schwieriger Moment. Auch für eine routinierte Tierärztin. Im Moment ist Stress vor allem. Es sind aber Sachen unerwartet sind. Und das macht einem ein bisschen machtlos. Dann. Wenn ein Tier stirbt, geht das nicht spurlos an ihm vorbei. Das war traurig. So Sachen nehme ich zwangsläufig heim. Also es wäre falsch, wenn ich... Also das probiere ich gar nicht, das wie los abzugrenzen so fest. Sondern das sind Sachen, die nehme ich heim. Und da bin ich manchmal einen Tag beschäftigt oder habe manchmal auf die Kinder eingehen und zulassen, weil innerlich arbeitet etwas. Von diesem ganzen Drama kommt die Familie daheim nichts mit über. An diesem Wochenende sorgt der Roman für die Normalität. Auch wenn die mit einem Haufen Arbeit verbunden ist. Ich denke, es stimmt für mich so im Moment. Es wird sicher eine Phase geben, wenn die Kinder grösser sind, wenn ich wieder mehr für mich wieder Zeit habe. Ich glaube, jetzt ist die Zeit halt für die Kinder primär. Ja. Nach ihrem schwierigen Morgen in der Klinik ist auch Barbara zurück. Und schon wieder voll im Familienleben drin. Hast du gerne Salat? Nein, ist nicht. Nein, ganz sicher nicht. Heute Abend ist es noch so, dass wir noch zwei Hunde gehen, so Wundversorgungen machen und etwas nähen. Vielleicht kann ich das machen, ich muss noch mit der Barbara besprechen. Für mich stimmt das gut. Es gibt für mich eine Abwechslung von daheim, die mir auch gut tut. Und für Barbara stimmt es sicher auch. Sie hat heute Morgen gearbeitet und für sie ist es wahrscheinlich ein guter Schnitt. Manchmal ist es so gut, wenn man so wechseln kann und sie noch mit den Kindern ist. Und tatsächlich, am Nachmittag steht der Roman am Operationstisch. Und Barbara bleibt daheim. Klinik und Familie. Das typische Wochenendprogramm. Also für mich ist es schon manchmal schwierig, gerade wenn der Roman arbeitet, bin ich so ein bisschen allein mit den Kindern und dann hast du auch nicht so, machst mit denen und denen ab, weil die haben ja ihr Familienleben als Paar. Und dann bin ich auch manchmal so ein bisschen alleine, vielleicht auch. Oder eben auch zusammen etwas unternehmen, das kommt manchmal sicher zu kurz. Ganz oft, du musst nicht Angst haben, dass es brennt. So, machst du zu? Gut. Hast du gesehen? Also, tschüss. Ja, geht los. Tagwach auf der Wildstrubelhütte. Vor Cortesis liegt ein harter Aufstieg auf einen Gipfel. Der Wildstrubel ist für Cortesis ein besonderer Berg. Da haben sie beschlossen, zu heiraten. Es ist vor allem schön, finde ich. Schön, wieder hier zu sein und genial zu wissen, dass man jetzt unter der Lenk etwas Neues aufbauen kann. Ja, dort wieder ein weiterer Traum wahr wird. Also,
Es ist irgendwie noch ein gutes Omen für den Start hier lenkt. Immer auf den Wildstrub raufzuschauen und zu wissen, dort haben wir Ja zueinander gesagt. Seit diesem Tag vor 7 Jahren sind viele Träume von Cortesis in Erfüllung gegangen. Der grösste hat sich aber nicht verwirklicht. Ja, dass wir keine Kinder haben, ist sicher eine schwere Zeit eine Zeit lang. Das ist so mit viel Hoffnung verbunden, die immer wieder zerschlagen wird. Und irgendwann ist, ja, das passiert nicht einfach gerade so ein Moment, sondern es ist wirklich ein Prozess. Und je länger das dauert, je einfacher ist er geworden. Am Anfang war es wirklich es hart, weil links und rechts überall sind Kinder auf die Welt gekommen, von Freunden und Bekannten oder ihrer Familie. Das war sicher nicht einfach. Ja. Es ist halt es ist so etwas, wo wir haben uns mehr mit dem Thema beschäftigt, wo wir seit frischer Beziehung zusammen waren. Jetzt wollen wir noch keine Kinder und eigentlich der Zeitpunkt haben wir wirklich das Gefühl gehabt, den kannst du bestimmen. Und dann plötzlich zu merken, dass das nicht du entscheidest, sondern dass das eben ein Geschenk ist, wenn es funktioniert. Das ist effektiv das war so der schwierigste Moment für mich. Wir müssen es akzeptieren, das hast nicht du im Griff. Wichtig ist sicher dort, dass du das zusammen irgendwie durchlebst. Und weil es war so, dass wir immer Phasen hatten, wo es gleich war, wo man so emotional am gleichen Punkt war. Aber auch Phasen gegeben, wo der eine viel schwerer damit ist, zu Schlag kam und der andere in dem Moment vielleicht gefunden, ja, es ist gar nicht so schlimm. Und dort die Akzeptanz gegenseitig zu haben und das Verständnis, das ist auch eine grosse Herausforderung für uns als Paar. Über 3 Jahre hat es gebraucht, bis Cortesis gelernt hat, die Situation zu akzeptieren. Aufkommen tut das Ganze aber immer wieder. Ja, das ist sicher ein Teil, wo ein grosser Schatten da ist. Dass wir halt so ins Endliche gehen, ohne zu wissen, du hast eine Generation, die du etwas mitgeben kannst. Voilà. Hallo. Hey, Lupa. Komm. Cortesis haben sich aufgerappelt. Mit ihrer Pension an der Lenk haben sie ein neues gemeinsames Projekt gefunden. Ein Projekt am Fuß von dem Berg, wo sie sich definitiv entschieden haben, zusammen durchs Leben zu gehen. Merci. Merci. Für die Tour und für... Ja. Schon ein Zeitchen her. Ich würde jedes Jahr wieder heiraten. Ja. Also nicht Roman, sondern Fabienne. Ja, ich hoffe wirklich, wir hocken einmal auf dem Bänkchen in der Lenk, zusammen mit zittrigen Händen und schrumpeligen Fingern und schauen auf den Wildstrub und haben Freude. Und alle Träume sind nicht in Erfüllung gegangen, dafür wiederum andere, die wir nicht hätten gedacht, die nicht in den Sinn kamen. Das nächste Mal bei Familiensache. Grosser Auftritt von Roman Cortesi. Bei einer Veranstaltung von seinem Geschäft ist er der Moderator. Ich lade jetzt ganz herzlich unsere vier Podiumsdiskussionsteilnehmer ein für... So machst du das gut, ja? Dennis Lett ist mit dem Matti beim Osteopath. Vielleicht kann er dem Matti helfen, besser zu schlafen. Ob vielleicht etwas einfach mit seinem Körper nicht in Ordnung ist, dass wir das noch richten können. 40. Geburtstag von Barbara Sommer. Ob sich der Roman echt etwas Spezielles ausgedacht hat? Er ist jetzt nicht so der Mann, der mich überrascht im Alltag. Das und noch viel mehr Geschichten aus 3 Welten gibt es am nächsten Freitag bei SRF bei den Leuten Familiensache. Sie sahen SRF bei den Leuten mit «Aus der Region für die Region», dem Label für regionale Produkte.